Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Im letzten Video habe ich euch, je nachdem wann welches Video freigeschalten wird, im letzten Video habe ich euch ähm, nochmal einen kleinen Recap gegeben, so von Mitte Mai, aus 2 Ofi-Videos, was da so passiert ist. Und jetzt festgestellt, es gibt schon wieder sehr, sehr viel mehr Sachen auf Reinis Podcast. Ne? Mein Universum Bonus. Nummer 2, Kommentare. Der ganze Bums dauert eine Stunde. Das mache ich nicht in einem Video. Das kann ich, so viel kann ich jetzt schon mal versprechen. Wenn das eine Stunde dauert, dann würde ich jetzt hier 3 Stunden am Stück sitzen. Das mache ich nicht. Aber wir hören aber rein. Rainer beantwortet Kommentare. Ich habe das noch nicht gehört. Ich habe es auch von keinem irgendwo gesehen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil Rainer, der Kommentare beantwortet, ist immer Peak Entertainment. Es ist immer Peak Entertainment. Weil er sich meistens diese Kommentare durchliest und dann schreibt er sich irgendwelche, da schreibt er sich auf einmal Skripte, der Depp. Dann schreibt er sich irgendwelche Antworten raus, von denen er glaubt, dass die fürchterlich schlagfertig und cool sind. Und dass es damit den Hatern so richtig zeigen kann und macht sie immer noch mehr zum Obst. Ne? Dementsprechend gibt es jetzt kein Bild dazu. Ihr könnt diesen, wie gesagt, nochmal Props an Dr. Matt Metal. Ihr könnt den wunderschönen Screensaver hier begutachten und mir währenddessen beim Schwadronieren zuhören. Dementsprechend. Hockt euch her, Sammermeerer, reißt's euch ein Häube auf. Oh, mir gingen einer. In Rainer. Hallo und herzlich Grüß dich. willkommen dieses Mal bei der Bonusfolge mit Kommentaren. Heute in der Bonusfolge wollen wir, wie gerade erwähnt, Kommentare beantworten, die ihr mit dem Podcast gestellt habt. Da es sich um die Bonusfolge handelt, habe ich auch beschlossen, meine echte Stimme ausnahmsweise mal wieder zu verwenden. Ja, Rainer, ich geb dir einen ganz heißen Tipp. Entscheide dich für eins. Entweder nimmst du deine echte Stimme oder du machst es als KI. Da in den Bonusfolgen ich gedacht habe, mache ich das einfach mit meiner echten Stimme, auch wenn ich mich eigentlich wohler fühle, es mit KI zu machen. Ich bitte euch daher auch nicht immer alle Kommentare zu schreiben mit „Ja, deine echte Stimme hört sich besser an. Lass doch das mit dem KI-Blödsinn." Ich fühle mich wohler, wenn ich die KI verwende. Und nach dem, was in meiner Vergangenheit ist, möchte ich auch lieber das so machen. Gut, das wäre aber auch erstmal soweit alles. Ich hoffe, man hat jetzt Discord gerade nicht gehört. Bevor es losgeht, allerdings noch eine kleine Sache oder eine kleine Dieses Schnauben, da ist er Matt, weil im Hintergrund auf Discord wieder irgendwelche Benachrichtigungen reinkommen. Nächster heiße Tipp: Wenn du irgendwas aufnimmst und es ist wichtig, dass du nicht unterbrochen wirst, dann musst du entweder diese Sounds, die Discord macht, wenn es dir Benachrichtigungen schickt, deaktivieren oder Discord ausmachen, während du es aufnimmst. So mache ich das. Wenn ich eine Aufnahme mache, mache ich Discord aus. Und dann, ne, dann passiert das nicht. Profi-YouTuber. Information in eigener Sache, so rum ist der Satz besser. Wie bereits erwähnt, ist meine Vergangenheit hinter mir und das soll auch so bleiben. Ja, Rainer, das lässt sich ja nicht ändern. Ne? Vergangenheit ist hinter einem. Das liegt in der Natur der Sache. Problem, du glaubst, du willst das irgendwie, man kann das jetzt einfach mit so ein paar Floskeln irgendwie komplett aus der Welt. Ist nie passiert. Und da hast du geschnitten. Es ist passiert. Die Leute werden das nicht vergessen, was du gemacht hast in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Man kann Leute, die in der Vergangenheit richtig Edzardler die Scheiße gebaut haben, die können das theoretisch so weit wieder gerade biegen, wenn sie sich sehr viel bemühen, aber dem ist ja nicht so. Sich hinzuhocken und zu sagen, ja, gestern war gestern, was interessiert mich das, ist heute, hört auf mich zu haten, das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren.
Ich möchte also keine Kommentare haben und ich werde auch keine Kommentare Haben, freischalten, da ich die ja selber checke und immer freischalte, in denen irgendwie auf meine Vergangenheit eingegangen wird. Ich bin nicht zurück und das soll auch so bleiben. Das, was ich hier mache, Rainer, wenn du nicht zurück bist, warum bist du dann immer noch im Internet? hat nichts mit dem zu tun, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und ich will das auch nicht wieder aufleben lassen. Des Weiteren weiß ich, dass es verschiedene Fake-Accounts gibt, wie es in den letzten 15 Jahren immer war, und möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich keinen YouTube-Account habe. Alle meine Accounts wie TikTok, mein Blog natürlich, Discord, mein Blog findet ihr hier verlinkt in der Beschreibung. Mein TikTok findet ihr in den alten Beschreibungen verlinkt. Der ist aktuell auch auf meinem Blog verlinkt. Den TikTok werde ich hier nicht mehr verlinken, da ich da aktuell nicht vorhabe weiterzumachen und da auch die alten Videos gelöscht wurden. Warum redest du dann darüber, Rainer? Ja, meine offiziellen Kanäle habe ich alle verlinkt hier. Also, hab's jetzt nicht verlinkt, weil ich ja da eigentlich nichts mehr drauf mache. Ja, dann halt einfach das Maul, Rainer, oder? Es gibt also den Account, aber er wird nicht verwendet. So, und meinen Blog, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung. Und darauf findet ihr auch Verlinkungen zu meinem Discord und zu meinem Twitter, jetzt X-Account. Und da könnt ihr auch nachschauen. Ja, Twitter jetzt X-Account. Ich habe euch schon mal gesagt, was ich davon halte. Ne? Entscheide dich für eins, sagt Twitter oder X. Jeder meint, was gemeint ist. Jeder weiß, was gemeint ist und gut ist. Nachlesen. Und da wird auch Das ist auch genau dieselbe Scheiße wie. Mich macht das fürchterlich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Sagt mir mal, ob ihr das auch wirklich cringe findet, wenn der Künstlername von irgendjemandem dann immer dazwischen genannt wird. Ne? Das ist, ganz ehrlich, benennt die Person bei ihrem Künstlernamen oder bei ihrem echten Namen, die Leute werden es wissen, aber das ist immer Arsch. Ne? Dwayne The Rock Johnson, Michael Bulli Herbig. Ich habe in letzter Zeit viel Nachrichten gehört hier über den P. Diddy-Prozess, ja. Sean Diddy Combs. Come on. Muss das. Ja. Muss das unbedingt. Also komischerweise ist es aber nur bei Leuten, die irgendwann mal erfolgreich waren mit der Scheiße, wo das so gemacht wurde. Niemand sagt Rainer Drachenlord Winkler. Da ist es dann immer AKA. hin und wieder mal ein Post kommen. Andere Accounts, irgendwie YouTube, Odyssey oder wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, gibt es nicht, es sei denn, sie sind im Blog verlinkt. Da, wenn ihr im Blog auf der Webseite seid, über den PC am besten, an der linken Seite seht ihr Social Media. Und da ist alles verlinkt, was ich nutze. Was Ja, habe ich vorhin geschaut, ich kann nochmal schauen. Schauen wir nochmal. Hier, Blog, Social Media, soziale Kanäle steht da, Rainer. Meinst du das? Twitter, TikTok, Podcast. Schön. Toll. Also, das ist ein Twitter, auf dem nichts passiert, den TikTok, den du eigentlich gar nicht mehr benutzt und hier den Podcast. Also, du hättest eigentlich auch alles sparen können, aber nur den Podcast machen. da nicht verlinkt ist, ist entweder bewusst nicht eingetragen oder ist schlicht und ergreifend fake. Ich finde es auch sehr spannend, dass ein Rainer Winkler, der ja eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wie er immer wieder betont, dann mehrere Social-Media-Kanäle auf seinem Blog verlinkt. Rainer, das beißt sich ein wenig. Also entweder habe ich mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dann habe ich keine öffentlichen Social-Media-Kanäle mehr, die ich irgendwo verlinken muss, um meinen Followern Informationen zu geben. Also, so könnt ihr euch daran orientieren. Und nun würde ich sagen, viel Spaß mit den Kommentaren. Gut, damit kommen wir zum ersten Kommentar. Ich möchte hier kurz anmerken, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht doppelt angemerkt, da das hier eine andere Aufnahme ist. Boah, Rainer, die alte Aufnahme war 2 Minuten lang. Und 1,5 Minuten hättest du davon auch irgendwie in der Kimme verreiben können. Dann mach halt einfach eine komplett neue Aufnahme. Ich werde die Kommentare hier und da etwas abkürzen. Geil. Rainer, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Zensier die Kommentare, damit das beste Kommentar-Antwortformat aller Zeiten, wenn die Kommentare zensiert sind. Da haben wir richtig Bock drauf.
damit einfach ich nicht so sehr abschweife, beziehungsweise manche Leute schweifen auch beim Schreiben etwas ab. Ich kenne das ja gut genug selbst, deswegen nur die kurze Anmerkung hier. Ich hoffe, ich habe das jetzt, wie gesagt, nicht doppelt angemerkt. Wenn doch, schneide ich es hoffentlich noch raus. Aber Ja, da haben wir gelacht, Rainer. Ja, du startest genauso viel raus wie ich. Ja, 0. Aber ihr habt wenigstens den Anstand, wenn ich die ersten 2 Minuten irgendwie einen Bock geschossen habe, dass ich dann auf Aufnahme beenden drücke und den ganzen Bums nochmal von vorne mache. ich manchmal etwas vertrottelt bin. Manchmal, Kommentar ja. Nummer 1. Etwas habe ich nicht ganz verstanden. Durch welches Medium oder wie und warum kommt man in sein persönliches Universum, beziehungsweise in sein persönliches Jenseits steht hier. Diese Frage ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Jetzt bin ich gespannt. Da ich aber später weiß, dass ich noch einen Kommentar beziehungsweise eine Frage habe, die sich speziell auf diesen einen Punkt beschränkt, auf den ich jetzt eigentlich hinaus wollte, werde ich bis dahin erstmal abwarten und es anders beantworten. Boah, Rainer, dann hätte ich halt diese 2 Kommentare zusammengefasst. Wenn Leute ein Kommentar-Reaction-Video machen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe da blind rein, lese mir einen Kommentar nach dem anderen durch und gehe das runter und antworte dann spontan drauf. Dann kann ich dann irgendwann sagen, oh ja, hier kommt ein Kommentar, den hatten wir, so ein ähnlicher hatten wir vorher, habe ich vorher schon beantwortet. Oder ich lese mir die Scheiße vorher durch und suche mir die Kommentare raus, die ich beantworten will. Dann fange ich nicht mit einem Kommentar an, den ich später beantworte, weil ich später mir einen anderen Kommentar rausgesucht habe, der dasselbe wissen will. Sondern dann nehme ich die entweder beide oder ich beantworte nur einen von diesen Kommentaren. Ansonsten verschwende ich deine Zeit und auch meine. Durch welches Medium? Nun, letzten Endes ist die Frage, Ladies and Gentlemen, letzten Endes. die kannst du theoretisch gesehen jedem Gläubigen stellen, welcher Glaubensrichtung oder welcher Kirche auch immer. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, Gläubige sind bei dir eher nicht angesagt, Gläubiger. Die Leute, die dir Fragen stellen, sind Gläubiger. Und die Frage ist meistens, Rainer, wo sind die Barne? Rainer, du schuldest uns Barne. Wo sind die Barne, Rainer? Im Prinzip ist es so, wenn du stirbst, wird deine Seele sich von deinem Körper trennen, jedenfalls nach dem, was wir glauben. Ich hoffe, man hat jetzt Discord nicht wieder gehört. Ich muss das gleich mal stumm schalten bei den... Ja, Rainer, das ist die 2. Aufnahme. Du hast gerade gesagt, du hast erst den einen Teil aufgenommen, jetzt nimmst du den zweiten, du hast immer noch nicht Discord stumm gestellt. Wie behindert kann man eigentlich sein? zwischen den nächsten Kommentaren. Jedenfalls... Rainer, du kannst jetzt auf Pause drücken bei OBS. Discord ausmachen oder stumm schalten, wieder auf Aufnahme drücken und fertig ist es. Es ist kein Hexenwerk, dauert 10 Sekunden. Es ist so, dass wenn du stirbst, früher oder später passiert das ja allen, dann wird deine Seele und dein Körper sich trennen und deine Seele wird quasi sich auf den Weg in das Universum machen. Wie das genau letzten Endes vonstatten geht, das kann dir niemand sagen. Das trifft auch auf mich zu. Vielleicht schwebt deine Seele eine Weile durchs Weltall, vielleicht wird sie wie eine Art Teleportation hingekriegt. Ist geil. Rainer kann schon gar nicht sagen, was direkt danach passiert, wie die Seele da überhaupt hinkommt. Aber dass das Universum existiert und alles, was da drin passiert und was es da drin gibt, alle Wesen, das kann er ganz genau sagen, wie das alles läuft. Aber wie man da hinkommt und was eigentlich. Nee, das kann dir keiner sagen. Ne, das ist ja mysteriös. Es ist auch keiner zurückgekommen. Das können wir nicht wissen. Also entweder können wir alles davon nicht wissen, oder wir können alles davon wissen. Eins davon. Du kannst nicht sagen, ja, wie die Seele da hinkommt, weiß man nicht, weil es ja noch nie einer zurückgekommen, aber wie es da ausschaut, das wissen wir ganz genau. Er ist kernbehindert einfach. Das ist beyond kernbehindert. Ich weiß es nicht. Letzten Endes kann dir diese Frage nur jemand beantworten, der bereits gestorben und zurückgekehrt ist. Ja, genauso wie die ganzen Fragen über das Universum. Podcast beendet, auf Wiedersehen. Löschung einleiten, Arsch lecken. Aber so jemanden zu finden, dürfte ziemlich schwierig sein, bis eigentlich unmöglich. Zumindest soweit wir wissen. Ich zumindest kenne niemanden, bei dem das der Fall war. Deswegen kann dir die Frage auch leider ich nicht beantworten. Damit wären wir bei Kommentar Nummer 2. Einige Kommentare sind im Übrigen länger, beziehungsweise auch die Antworten darauf sind entsprechend länger. Also nicht wundern,
wenn ich manchmal etwas länger brauche, bis der nächste Kommentar kommt. Ich bin ja hier nicht in Zeitdruck und habe auch nicht vor, hier irgendwie das im Marathon durchzulaufen. Ja, Rainer, aber du könntest es ja äh, für das Hörvergnügen deiner Zuhörer, haben wir gelacht, könntest du es schon so machen, dass du ein bisschen, ne, in die Pötte kommst. Gut, Kommentar Nummer 2. Wie stellst du dir dein Universum vor? Na ja, diese Frage ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Schau bitte einfach mal in meinen Blog. Ja, google mal Datenlord, Digga. Aber das ist halt wirklich eine dumme Frage. In meinem Blog beschreibe ich mein Also Universum. vorausgesetzt, er hat sie nicht zusammengeschnitten, ne? Wie stellst du es eigentlich vor mit deinem Universum? Text, Beschreibung, worauf man hinaus will mit der Frage. Und Rainer so, ja, ich hab die Kommentare ein bisschen geschnitten, ja. Den ersten Satz genommen und die 30 Sätze danach einfach weggeschnitten. Und dann gesagt, Google Drachenlord, schau in meinen Blog. Ich beschreibe die Arten und Kreaturen, die es darin gibt. Ich beschreibe darin, welche Gesinnungen es in meinem Universum gibt, wie sich ein Großteil verhält. Ich kann natürlich nicht alles notieren, weil das würde mehrere Leben dauern, da es sich um ein ganzes Universum handelt. Ich habe in meinem Kopf einen ziemlich großen Teil, aber ich kann natürlich das nicht alles wiedergeben. Und selbst ich kann nicht genau wissen, was alles passiert, weil letzten Endes Das ist so praktisch, letzten Endes im Übrigen, aber das ist super praktisch. Ja, das ganze Universum ist ja viel zu groß, das kann ich gar nicht alles. Das existiert in meinem Kopf, trust me, Bro. Aber ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie es ist. ist es ja so, dass ich in meinem Kopf auch nur ein Mensch bin, zumindest derzeit in diesem Universum. Und dementsprechend kann ich natürlich nicht auf alles oder alle Eventualitäten vorbereitet sein. Auch Ja, vor allem bist du hageldumm, ne? Das ist das Problem. Also jeder, kein Mensch kann in seinem Kopf ein ganzes Universum erschaffen, mit allem drum und dran. Ne? Das ist absolut unmöglich. Aber du schon zweimal nicht, ne? Weil das Ogerstübchen läuft ja nur auf zwei Pötten. Ne? auch wenn ich aufgrund von meinem ADS und meiner Legasthenie Und ab und zu ein paar Fehlzündungen, aber größtenteils läuft es einfach nur auf. Natürlich kannst du dir kein ganzes Universum ausdenken, sind wir mal ganz ehrlich. grundsätzlich an sehr viele Eventualitäten denke. Wie ich mir mein Universum vorstelle oder das wenige, was ich wiedergeben kann von dieser Allmacht, das steht in meinem Blog. Oder ich versuche es in meinem Blog auch nach und nach weiter aufzuschreiben. Damit wären wir dann beim Kommentar Nummer 3. In dem Fall ist es eine abgekürzte Version. Wenn man sich an eines seiner früheren Leben erinnert und einen anderen trifft, den man kannte, dieser sich aber nicht an das gleiche Leben erinnert, in welches man sich kannte, wie verhält sich dann das Gespräch? Also, Ja, kommt darauf an, hätte ich gesagt gehabt, hä? Ganz ehrlich, Rainer, du hast aber, glaube ich, wirklich die selten dümmsten Kommentare rausgesucht. Aber ich glaube, ist es wirklich so, der ist da durchgegangen und hat die Kommentare, die nicht offensichtlich Hate waren, keine Hater-Kommentare, also nicht Hate, Hate, AI, ne? Ganz wichtig, ähm, die hat er sich rausgesucht und da ist jetzt wirklich nur noch dieser Bodensatz übrig geblieben. Aber wie stellst du dir das vor? Wie ist das, wenn ich da jemanden treffe? Wie komme ich da hin? Ähm, weil 99,9% der Kommentare waren, hast du sie noch alle, hast du Lack gesoffen, bist du komplett kernbehindert. Und ähnliche Dinge. Und die ganz wenigen, die nicht ganz hundertprozentig obvious Hate waren, sind halt einfach so hageldumm und die liest er jetzt hier vor. das etwas zu vereinfachen. In meinem Universum kann man sich ja an ein früheres Leben erinnern. Es geht aber im lebenden Zustand immer nur ein Leben. Im Zustand des Todes, also wenn man als Seele sozusagen als Geist existiert, was auch möglich ist, was aber eine etwas begrenztere Form des Lebens ist, kann man sich an alle vorherigen Leben erinnern. Wenn man jetzt aber wiedergeboren werden will, was jederzeit funktioniert, wenn man das möchte, habe ich beschlossen, dass jeder sich an ein einziges seiner früheren Leben erinnern kann. Und dieses frühere Leben wird hier gerade quasi thematisiert. Dementsprechend möchte ich an dieser Stelle anmerken, wenn du dich an das Leben erinnerst, in dem du die Person kanntest, weißt du aber ja noch nicht, dass diese Person es ist, die du kanntest. Du musst bedenken,
Wenn du dich an ein bestimmtes Leben im Vorfeld erinnerst, du wirst in meinem Universum ja zufällig wiedergeboren. Das bedeutet, du kannst jederzeit eine von vielen verschiedenen Kreaturen geben. Derzeit gibt es knapp 120 Kreaturen, plus minus. Ja, und wie gesagt, Rainer, ich habe das vor 3 Wochen schon mal gesagt und ich wiederhole es. Knapp 120 Kreaturen sind im Übrigen, war ihr Bestiarium, was wir vorhin geschaut haben, nicht auch irgendwie noch bis Nummer 90, also sind wir noch nicht einmal bei 100 anscheinend. Kreaturen. Ist für Universum nicht so viel. Das bedeutet, du kannst als eine dieser Arten wiedergeboren werden. Du erinnerst dich vielleicht daran, wer du warst, wie du bist, aber das weiß die andere Person vielleicht nicht. Und der Grund, warum die andere Person das nicht weiß, ist, weil sie sich dafür entschieden hat, eine andere Erinnerung zu leben. Oder vielleicht sogar ein komplett neues Leben ohne Erinnerung zu starten. Einfach eine neue Erinnerung oder ein neues erinnertes Leben zu führen. Das kann man auch machen. Du kannst also kein Gespräch mit jemandem führen, von dem du nicht weißt, wer es ist. So, meine Lieben, jetzt müssen wir mal schauen, ob das jetzt richtig funktioniert. Also, Folgendes, ich wollte hier nochmal kurz zwischengrätschen. Es kann also sein, dass die Qualität leider gerade ein wenig leidet. Folgendes, es kann... Es ist schon, das ist tragisch. Also wenn die Qualität ein bisschen leidet bei ihm, wenn es dann nicht mehr den hohen Qualitätsstandards eines Rainer Winkler entspricht, das merkt man sofort. Ja auch passieren, dass eine Person, die du triffst, gar nicht will, dass du weißt, wer sie ist. Ich für meinen Teil kann nur sagen, wenn ich wieder geboren werde, weil ich habe ja 2 Möglichkeiten. Ich kann ja einfach ganz normal als göttliches Wesen existieren, weil es ja mein Universum ist. Oder ich kann mich auch in ein sterbliches Leben wandeln und neu geboren werden, was ich auch durchaus vorhabe und plane. Ich möchte allerdings zum Beispiel in meinem Leben nicht unbedingt, dass mich jemand als der erkennt, der ich bin. Ich möchte einfach Ja, sonst kommen die und rütteln am Tor. Ja? ganz normal ein neues Leben führen, ohne dass mich groß jemand darauf anspricht, was ich bin, wer ich bin und so weiter, sondern mich einfach als das sieht, was sie mich sehen. Als ein Teil ihrer Welt, als ein Teil der Menschen und der Lebensformen, denen ich angehöre. Im Klartext, vielleicht will eine andere Person gar nicht zwangsläufig, dass du weißt, wer sie war oder wer sie ist, weil die Person vielleicht ein ganz anderes Leben führen möchte. Das heißt, du musst immer berücksichtigen, wenn du solche Sachen denkst, dass andere Menschen ja vielleicht nicht so denken wie du. Und nur weil du dich anderen zu erkennen gibst, heißt es noch nicht, dass sie sich dir zu erkennen geben wollen. Boah, mein Satz. Denn wenn die Person weiß, wer es ist, kann sie das ja sagen, kann sie das auch kommunizieren. Aber wenn die Person das nicht weiß, kann sie das nicht kommunizieren und du wirst nicht wissen, wer das ist. Weil ihr seid ja alle unterschiedlich. Ihr seid ja nicht mehr die gleichen Personen, wie ihr vorher wart. Ja, keiner. Versuch nicht pseudo-schlau auf eine super dumme Frage zu antworten. Wie denn die Leute rumlaufen? Übrigens, im letzten Leben war der Hirs. Ich suche einen Ander aus dem letzten Leben. Der war bei mir immer am Stammtisch. Ich möchte mit dem Ahoi betrinken. Warst du im letzten Leben der Ander? Na. Ah, okay. Kennst du einen Ander? Na. Ja, dann schauen wir mal. Ich bin der Hirs, gell? Wenn der Ander vorbeikommt, sag mal Bescheid. Halt dein Maul, Rainer. Ihr seht nicht aus wie in eurem vorherigen Leben, also erkennt ihr euch auch nicht. Man erkennt sich ja nur, indem man sich an Sachen erinnert, die man beide kennt, oder indem man sich sieht, wie man aussieht. Aber wenn du zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, wenn du als Minotaurus geboren wirst und die andere Person als Mensch, sie als Mensch aber nicht aussieht, wie sie vorher aussieht, vielleicht sogar nicht das gleiche Geschlecht hat, dann weiß sie ja nicht, wer du bist. Und du wiederum weißt nicht, wer sie ist, weil sie ja nicht aussieht wie früher. Genauso ist es andersrum. Ich hoffe, ich konnte die Frage zufriedenstellend beantworten. Nein, Rainer, aber ist auch in Ordnung. Damit Die Frage war eh Kommentar dumm. Nummer 4 und der ist tatsächlich etwas komplexer. Ich habe hier die abgekürzte Form für euch. Schafft man ein eigenes Universum selbst, wenn man einer Religion angehört? Oder kann man anderen Welten auch beitreten, wenn man einen religiösen Glauben hat? Im Klartext möchte die Person von mir wissen, ob sie sich ein eigenes Universum erschaffen kann, wenn sie an eine bestimmte Art von Gott oder an eine bestimmte Art von Jenseits glaubt,
oder ob sie auch einem anderen Glauben oder einem anderen Universum, wie in meinem Fall meinem Universum, beitreten könnte, wenn sie an einen Gott glaubt oder wenn sie an eine bestimmte Religion glaubt. Diese Frage ist eigentlich recht einfach und gleichzeitig ein bisschen komplexer zu beantworten. Oh, meine Fresse. Ja, das sind die typischen Rainer Winkler-Dinge. Für so eine Scheiße lebt er. Ne? Für so eine Scheiße lebt er. Das sind diese Dinge, die er haben will, auch auf seinem Discord. Ne? Leute, die ihm da irgendwelche Dommen fragen, damit er da Pseudo-Fachsimpeln und gescheit daher schwafeln kann. Ne? Boah, auf der einen Seite ist das super einfach, aber auf der anderen Seite ist es auch super komplex. Ja? Und dann, wenn ich den Satz gedroppt habe, denkt er sich, wenn ich den Satz droppe, dann sitzen sie alle da mit runtergelassenem Kinnladen. Mein Gott, ja. Großer Rainer, lass uns an deiner Weisheit teilhaben. Halt dein Maul. Leute, die so einen pseudotiefen Bullshit labern, die haben sie nicht mehr alle. Ich kann dir natürlich nur sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass man unterbewusst ohnehin Ich glaube, dass du reichlich Lack gesoffen hast, Rainer. sein eigenes Universum schafft. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel dem christlichen, das habe ich ja schon öfter erklärt, wenn du zum Beispiel dem christlichen Glauben folgst, wo es ja einen Himmel und eine Hölle gibt und du irgendwann stirbst und du in diesem Glauben stirbst, dann wirst du wahrscheinlich in diese Welt, in der wahrscheinlich schon viele andere sind, die das glauben, was du glaubst, auch landen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, du möchtest dein eigenes Universum schaffen, aber möchtest deinen Glauben beibehalten, dann wirst du auch das tun können. Letzten Endes ist das Erschaffen eines eigenen Universums ein meiner Meinung nach unterbewusster Prozess. Ein Beispiel. Vielleicht kennst du ja den Film Hinter dem Horizont. Oh ja, natürlich kommt er wieder mit irgendeinem Film um die Ecke geschissen. Natürlich. Gott bewahre, dass er sich einmal selber was ausdenkt und nicht einfach irgendwas nachplappert, was er in irgendeinem scheiß Film gesehen hat. Mit Robin Williams. In diesem Film wird auch mal angesprochen, und das war für mich auch teilweise eine Inspiration. In dem Film wird auch mal angesprochen, nachdem Robin Williams als Charakter quasi gestorben ist und im Himmel landet, dass hier alles so groß ist, dass jeder sein eigenes Universum besitzt. Das bedeutet, genau genommen existiert diese Vorstellung von einem eigenen Universum innerhalb eines Glaubens, wie du mir hier die Frage stellst, bereits. Ich empfehle einfach mal, schau dir mal den Film mit Robin Williams an, Hinter dem Horizont. Das ist ein sehr schöner, aber auch teilweise sehr tragischer Film. Mein Glaube hat nichts mit dem Film zu tun, aber ich habe... Rainer, jetzt ist dann langsam. Jetzt hat er Spaß langsam ein Loch, oder? Die stellen dir Fragen zu deinem Glauben und deinem Universum und du sagst, ja, da kann ich nur, gute Frage, da kann ich auf den und den Film verweisen. Da wird es gut erklärt, wie das funktioniert. Aber das hat mit meinem Glauben eigentlich gar nichts zu tun. Ja, Dom? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ich habe natürlich gewisse Glaubensvorstellungen, die durch diesen Film zum Teil inspiriert wurden. Genau genommen, um das kurz Das ist ein schöner Euphemismus für, ich habe alles einfach dreist geklaut von anderen Leuten. Es ist zum Teil inspiriert worden, ne? Basiert auf wahren Begebenheiten. festzuhalten für alle, die das interessiert. Mein Glaube setzt sich aus vielen verschiedenen parallelen Überlegungen zusammen. Und darunter unter anderem eben auch dieser Film. Gut, das wäre, glaube ich, und hoffentlich die Frage, die ich, hoffe ich, zu einem sehr guten Punkt zusammengefasst habe und euch hier entsprechend auch Äußerst gut, Rainer. Es ist ein exzellenter Punkt, den du da zusammengefasst hast, Rainer. So wie immer. Die gute alte Drachenqualität. Ja, da kann man sich wenigstens noch drauf verlassen. Gut, kommen wir zu Kommentar Nummer 5, abgekürzte Form. Was passiert, wenn man ein Universum, in dem man ist oder war, verlässt oder verlassen hat? Dann ist man nimmer drin. Kann man sein eigenes dennoch erschaffen? Was passiert, wenn ich als Busfahrer arbeite und dann kündige, dann bin ich danach nimmer Busfahrer. Fertig. Kreieren,
wenn man schon in keinem mehr ist. Wie gesagt, das ist eine abgekürzte Form eines Kommentars. Gut, an dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, ich kann dir natürlich nicht sagen, was überhaupt nach dem Tod passiert. Und ich sage ja auch immer, dass nichts, auch mein Glaube, nicht das ist, was hundertprozentig der Fall ist. Das kann dir letzten Endes nur jemand beantworten, Was der soll eben diesen Weg das? schon gegangen ist. Ich glaube, wenn du aus diesem Universum gehst und dich irgendeinem anderen anschließt und dieses wieder verlässt, oder auch wenn du aus diesem Universum hier verschwindest, als Seele, dann wirst du letzten Endes da landen, wo du eben landest. Das kann ich dir sonst nicht anders beantworten. Ich weiß auch nicht, was aus einer Seele wird, die stirbt. Vielleicht existiert auch gar keine Seele. Das ist, wie gesagt, nach meinem Glauben existiert keine absolute. Wie er einfach seinen eigenen Glauben, sein eigenes Universum selber torpediert, so. Kann man alles nicht wissen, aber ich weiß es. Aber eigentlich weiß ich es auch nicht. Bitte Barren dagegen. Es gibt keine ideale Lösung. Es gibt letzten Endes nur die Frage und nur die Lösung, die du für dich selbst findest. Du stellst dir die Frage, was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Die Lösung, die du findest, ist die Lösung, die für dich individuell wichtig ist. Vielleicht wirst du wieder geboren, vielleicht nicht. Vielleicht passiert das, was ich glaube, vielleicht auch nicht. Vielleicht passiert das, was andere glauben oder auch nicht. Es ist letzten Endes nur eine Frage deines inneren Friedens. Naja, letzten Endes Counter, der geht auch wieder wild heute. Du musst letzten Endes eine Lösung finden, die für dich richtig ist. Und wenn du sagst, du glaubst daran, was ich glaube, dann kannst du auch dein eigenes Universum schaffen. Nach dem, was ich glaube, kannst du das jederzeit machen. Ich glaube allerdings Leute, macht sein letzten Endes Trinkspiel bitte auf eigene Gefahr. Ey. Ich möchte für keinerlei Hospitalisierung verantwortlich gemacht werden nach der Nummer. nicht, dass eine Seele zwischen zwei Universen im Nichts pendelt, falls es zwischen Universen überhaupt etwas gibt außer nichts. Letzten Endes denke ich, du musst dich innerhalb eines Universums aufhalten. Ob du in meinem bist, in diesem hier bist, in einem anderen bist, das ist letzten Endes deine individuelle Frage. Das musst du selbst wissen, rausfinden und früher oder später wirst du das vielleicht auch. Aber die Frage beantworten kann ich dir jetzt nicht, denn im Moment bin ich auch eine lebende Kreatur. Und ich kann dir nichts beantworten, von dem ich nichts weiß. Dafür beantwortest du aber ganz schön viele Dinge. Dafür, dass du eigentlich nie irgendwas gewusst hast. Ja, du bist der unwissendste Mensch auf diesem Planeten. Und du beantwortest permanent Dinge zu denen, von denen du keine Ahnung hast. Aber auf einmal kann er nichts dazu sagen. Und so schnell sind wir beim 6. Kommentar. Gibt es Das war jetzt nicht so schnell, ha? Das ist jetzt eine Viertelstunde gewesen. 16 Minuten. Geradeaus. auch Menschen, die nicht in dein Universum dürfen? Die Haters. Ja? Ofi darf da nicht rein. Äh, Regenbogenschaf darf da nicht rein. Dorian, wie sie denn alle heißen. Ich darf da sicher auch nicht rein. So, weil der kann ja dann auch, man muss ja dann auch sich geistig nackig machen, dann kann er ja deine Gedanken lesen, dann findet er schon raus, wer ich bin. Auch wenn er mich jetzt noch nicht auf dem Schirm hat. Und dann darf ich auch nicht in sein kostbares Universum. Dann muss ich draußen bleiben und am Tor rütteln. Und wenn ja, warum? Wie kann man sich vorbereiten, um in dein Universum zu gelangen? Nun, Du musst also erstmal hier in der irdischen Existenz, musst du ihm ganz gewaltig den Arsch lecken. Ja, richtig schön tief rein mit der Zunge und dann spart er sich das Kackduschen. Auf dem Niveau musst du handeln, dann darfst du auch in sein Universum. Und wenn du glaubst, dass dann damit die Arschleckerei zu Ende ist, im Universum fängt die Arschleckerei erst richtig an. Herzlichen Glückwunsch. diese Frage hat mehrere Punkte. Genau genommen möchte ich eigentlich nicht preisgeben, wie man in mein Universum kommt. Da, naja, Ja, ich möchte nichts preisgeben, wie man in mein Universum kommt. Aber der komplette Block ist ein Traut euch, kommt zu mir in mein Universum-Ding. Aber er will nicht. Come on. ist ein bisschen schwierig. Ich möchte eigentlich nicht preisgeben, was die Kriterien sind, um in mein Universum zu kommen. Aber Also es hilft auf jeden Fall, wenn man kein Rückgrat hat und ihn bedingungslos in den Arsch kriegt. Da hat man schon mal gute Karten. im Prinzip Mit die Schlangenschnecke, die kommt auf jeden Fall, also die würde auch ins Universum kommen, wenn er sie sich nicht selber ausgedacht hätte. könnt ihr euch ein kleines bisschen, aber wirklich nur ein winziges bisschen, an
Anne. den christlichen Glauben orientieren oder am buddhistischen Glauben. Wenn ihr ein vernünftiges und anständiges Leben führt, stehen die Chancen am besten, in mein Universum zu kommen. Ja, aber was hast dann du da drin verloren, Rainer? Nicht, weil ihr Ja, irgendwie ich sehe es kommen, Rainer fliegt aus seinem eigenen Universum, ne? Einfach, weil hat kein vernünftiges, anständiges Leben geführt. gläubig seid, weil ihr streng religiös seid, nicht weil ihr irgendwie an mich als Gott glaubt. Bitte tut das übrigens nicht. Ich möchte nicht, dass Gott verehrt werden. Ja, die Aussage, die ist ungefähr so glaubwürdig wie bitte fangt es nicht an, irgendwie einen Barrenkrieg zu veranstalten. Form auch immer. Auch wenn ich in meinem Universum bin, möchte ich das nicht. Das werde ich auch von Anfang an so irgendwie handeln. Deswegen gibt es in meinem Universum auch andere Götter. Ich bin einfach nur eine Person, die da eben existiert, die alles erschaffen hat. Aber ich bin nicht irgendwie eine göttliche Gestalt und möchte das auch nicht sein. Ich habe das zwar alles erschaffen, das ganze Universum, aber ich bin keine göttliche Gestalt, Rainer, genau. So viel nur am Rande. Gut, es wird Menschen geben oder es wird Seelen geben. Es werden keine Menschen sein. Wenn ihr sterbt, seid ihr eine Seele und kein Mensch mehr. Auch wenn ihr vielleicht eine menschliche Seele habt. Es wird letzten Endes keine Seelen geben, die in mein Universum nicht eintreten können, wenn sie nicht vernünftig gelebt haben. Letzten Endes habe ich das in meinem Blog schon beschrieben. Wenn jemand in mein Universum beitreten möchte, werde ich mir diese Person anschauen, die Seele anschauen, das Leben, das sie geführt hat. Und auf diese Art und Weise werde ich entscheiden, ob die Person in mein Universum eintreten kann. Personen, die es geht nicht unbedingt um das, was ihr getan habt, sondern es geht eher darum, wie ihr selbst seid, wie euer individuelles Wesen ist. Es gibt Menschen und Arten, die mehr zu Gewalt neigen, die mehr zu Hass neigen, die mehr zu negativen Ambitionen neigen. So wie du zum Beispiel, Rainer. Du neigst sehr zur Gewalt und zum Hass. So eine Person, die zu diesen Ambitionen neigt, hat in meinem Universum eigentlich keinen Platz und Zu Ambitionen neigt man nicht, die hat man. ist am falschen Ort. Wenn jemand aber diese Ambitionen körperlich verspürt, aber selbst dennoch ein Problem damit hat, diesem zu folgen, aber sich körperlich nicht dagegen wehren kann, denn es ist manchmal schwierig. Ich zum Beispiel bin ein sehr jähzorniger Mensch, wenn es in bestimmten Situationen der Fall ist, und ich hasse diese Situation an mir. Ich kann das an mir nicht ausstehen. Aber es ist Ja, dann würde ich daran vielleicht einmal arbeiten. Ne? Und wenn es über Therapie ist oder keine Ahnung, vielleicht wäre mal ein bisschen Brokkoli angesagt. Ne? Frag doch mal bei den ne, kriminellen Gumbels aus der Karl Dall-Bubble. Vielleicht kriegst du ein bisschen einen Bubatz. Vielleicht macht dir das entspannter, weiß ich nicht. Aber man kann daran arbeiten, aber du willst ja daran, wenn du so sehr hasst, dass du so ein jähzorniger, unkontrollierter Bastard bist, dann ändere halt was dran. halt nun mal so. Das liegt an den körperlichen Voraussetzungen, beziehungsweise auch an dieser Welt, in der negative Emotionen nun mal sehr stark sind. Ach so, ja, dann ist ja klar, der Rainer kann ja wieder gar nichts dafür. Die Welt ist daran schuld, dass er immer ausrastet und dass er so ekelhaft ist. Da kann er sonst gar nichts für, der Rainer. Wissen wir Bescheid. Und das ist auch der Grund, warum es in meinem Universum solche Emotionen und solche Gefühle und solche negativen Dinge nicht geben soll. Achtung, ich sage nicht, dass das eine Entschuldigung dafür ist, dass jemand jähzornig oder böse ist. Doch, Rainer, genau das hast du gerade gesagt. Ja, ich bin zwar so und ich mag das nicht, aber es liegt ja gar nicht an mir. Das ist ja das Universum, in dem wir leben. Ne? Wenn derjenige, der das Universum gemacht hat, nicht Scheiße gebaut hätte und diese Gefühle einfach von Anfang an nicht zugelassen hätte, dann wäre er ja gar nicht so. Kann er nichts für. Halt dein Maul. Ich sage nur, dass man sich teilweise nicht so leicht dagegen wehren kann. Ich persönlich arbeite an mir und wäre auch Wann? Wo hast du jemals an dir gearbeitet, Rainer? Also auf eine produktive Art und Weise, dass man sagt, oh, ich würde mich gern wirklich, also ich weiß, ich habe da und da Schwächen und ich würde mich gerne verbessern. Ich würde gerne was an mir ändern, ich würde gerne ein besserer Mensch werden. Ne? wer das auch tut, hat gute Chancen. Weil man diese Emotionen, wenn man sie nicht spüren will, auch nicht spüren muss. Und wenn man sie nicht spüren will,
Oder wenn man sie nicht spüren kann, dann wird man sie auch nicht vermissen, denke ich. Aber letzten Endes spielt es ohnehin keine Rolle, weil in meinem Universum soll es diese Sachen einfach nicht geben, weil ich den Leuten und den Lebewesen, den Seelen in meinem Universum diese Qual nicht antun möchte. Ja, ist doch alles Gucci. Dann brauchst du aber auch keine Eintrittsbeschränkungen mehr für dein scheiß Universum. Sondern kann auch jeder rein. Und damit wären wir auch schon beim 7. Kommentar. Schon. Was ist, wenn ich mir einen Freund in mein Universum denke und er aber nicht möchte? Was passiert dann? Ja, dann hast Pech geschissen. Ne? Was sind das für Dulli-Fragen, ganz ehrlich? Den Kommentar hatte ich tatsächlich schon schriftlich beantwortet. Ich werde ihn aber gerne nochmal etwas ausführlicher auch als Kommentar beantworten. Also jetzt sagt er, kommt, ihr habt das schon 1000-mal gesagt gehabt. Und zwar hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, geschrieben, dass das etwas ist, was ihr unter euch ausmachen müsst. Ich sollte aber auch dazu sagen, man kann... Nein. Ja, wenn ich jetzt einen Spätzle anrufe und sage, hey, wie schaut's aus Bock? Kommst vorbei, reißen wir uns eine Halbe auf, hocken wir uns in den Garten. Und der sagt, ah nee, da habe ich gerade keinen Bock drauf, so, dann müssen wir das untereinander ausmachen. Da kann Rainer gar nichts dafür machen. Toll. Subi, Rainer. Ja, ganz ehrlich, welche hirnverbrannten Trollos haben diese Scheißfragen geschrieben? kann meines Glaubens nach keine Seele in sein Universum zwingen. Da eine Seele aber ein individuelles und wie nennt man das? Da eine Seele... Ich hab das wieder gemerkt, seines Glaubens nach kann man das nicht, dass man Seelen in sein Universum zwingt, was auch schon wieder wild ist, weil er, wie ich mich richtig erinnere, irgendwie, in dem, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe, da hieß es doch, der Glaube und das Universum hat ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Hm? ein Individuum ist, beziehungsweise eine Einzigartigkeit besitzt, wird eine Seele niemals in der Lage sein, kopiert zu werden. Du kannst dir also keinen Freund in dein Universum denken, der nicht in dein Universum möchte, weil seine Seele wird dahin nicht kommen. Du kannst sie nicht dazu zwingen. Demnach wird dein Freund nicht in dein Universum kommen. Also gibt es nur zwei Lösungen. Entweder du gehst in das Universum, in das du deinen Freund hast. Das ist natürlich auch immer vorausgesetzt, dass du in dieses Universum gehen kannst. Dein Freund kommt zu dir in dein Universum, weil ihr das so entsprechend ausgemacht habt, beziehungsweise ihr miteinander entsprechend kommuniziert habt. Ja, was bin ich hörend? Ich habe das Gefühl, ich werde von Sekunde zu Sekunde dümmer, wenn ich mir diese Scheiße anhöre. Das ist ja nimmer schön. Und kommuniziert. Ich glaube, dass Seelen auch miteinander über verschiedene Universen kommunizieren können. Das setzt aber wahrscheinlich auch immer die Situation des Situation. Seelenzustandes voraus. Das heißt, nicht im lebenden Zustand. Das heißt, nicht im physischen Körper, sondern nur im Zustand der Seele, wenn ihr gestorben seid oder keinen physischen Körper besitzt. Letztlich wird es keine andere Lösung geben. Du kannst niemanden dazu zwingen, dahin zu gehen, wohin du gehen willst, und du kannst niemanden dazu zwingen, und dich kann niemand dazu zwingen, Entschuldigung, dass du dahin gehst, wo er dich haben will. Und eine Kopie von jemandem anfertigen kannst du auch nicht. Wieso nicht? Wenn ich allmächtig bin, dann kann ich mir doch einfach die Spätzeln so herdenken, wie lustig bin. Ganz ehrlich, den ganzen Rest, Rainer, hat man sich doch in deinem Universum auch einfach aus dem Arsch gezogen. Warum kann ich mir keine Freunde aus dem Arsch ziehen? Die Freunde aus Denken, Rainer. Das ist doch eigentlich die Grundlage von der ganzen Scheiße, oder? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das hast du ja schon immer so gemacht. Die Freundinnen und Kumpels aus Denken. Ja? Warum können andere Leute sich die nicht ausdenken und in ihr Universum packen? Leute, die vielleicht auch irgendwie kognitiv ein bisschen mehr PS unter der Haube haben als du, kann er sich nicht vorstellen. Da jede Seele einzigartig ist, aufgrund von auch jeder noch so kleinen Kleinigkeit an Empfindungen, Emotionen, Gefühlen und so weiter. Wow, jetzt war hier gerade voll der Polizei- und Feuerwehrauflauf hier, gerade unten auf der Straße. Ja, ich bezweifle das, Rainer. Ich bezweifle, dass da der Polizei und Feuerwehr, es sei denn, der Verfassungsschutz hat Uwe einkassiert. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, dann würdest du jetzt da drin nicht mehr streamen, ne? Oder aufnehmen, ne? Also, Fresse halt, ne? Warum, Rainer? Dieses Schmierentheater, dann sitzt er da und macht, boah, ey, ist ja krass, ey, ich bin hier, glaubt's mir, ich wohne in Berlin, im Problemviertel, im Ghetto.
Ah ja, oben im Plattenbau sitzt er drin und draußen schießen sie die Leute ab und die Polizei und die Feuerwehr sind unterwegs. Das ist schlimm. Berlin ist echt heftig. Hab ich's gecallt? Ich hab die Scheiße vorher nicht gehört. Ich verspreche euch, ich höre die Scheiße hier gerade zum allerersten Mal. Und ich habe ihn gelesen wie ein Scheißbuch. So. Ich hoffe, jetzt bleibt das gleich ruhig, nicht, dass man irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört. Ja, wie sich Fuchs und Haas gut Nacht sagen, in Zobes, wo du immer noch sitzt, du Dulli. Damit sind wir auch beim Kommentar Nummer 8. Ja, und den schenke ich mir, da machen wir uns jetzt eine Pause draus. Wir sind jetzt bei 22 Minuten und 21 Sekunden im Original. Das Ganze dauert 49 Minuten. Ich mache jetzt hier eine Pause. Ne? Also schreiben wir auf, Bonus 2, ne? 22, 21. Da mache ich das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, weiter. Morgen habe ich jede Menge Zeit, um die Scheiße noch aufzunehmen. Da arbeite ich mir mal wieder ein bisschen was ab, ne? Was ich die letzten 3 Wochen wieder habe schleifen lassen. Und mache hier mal wieder meinen Job, etc. In diesem Sinne. Leute, tut nichts, was Rainer tut. Egal ob in Berlin oder in sowas. Medlo.